Fire Emblem, Echoes, 6. Akt, Labyrinth von Tabus, ihr wisst Bescheid, Freunde. Willkommen zurück und hoffentlich ohne große Verluste, obwohl ich hier teilweise das Gefühl habe, ich stelle mich hier dümmer an, als ich überhaupt bin. Naja, jetzt kommen da ein paar Türen mit dem Giftbogen. Das ist natürlich an Lucas die Zähne ausbeißen werden, was ja auch erhofft ist. Klar, es sind Giftwaffen und so und die tun natürlich auch weh in der Zeit, aber ja, das ist uns da oben eigentlich ein bisschen egal, wenn ich ehrlich sein darf. Und andersherum sind mir die Typen da unten eigentlich egal, weil sie gegen den Saber sowieso nichts machen können. Aber sie können sterben. Ja gut, Sam, mach ruhig so weiter, aber gar nichts dagegen. Ich sage, er tut's. Unser Crit-Meister vom Dienst. Bam, bam, bam. Jetzt kommt der letzte von den Gegnern da unten und crittet mich noch. Ja, sie treffen alle, das ist Wahnsinn. Ja gut, aber jetzt mal ganz ehrlich. Saber könnte jetzt eigentlich dem... Warte mal ganz kurz. Nur mal ganz kurz gucken, was er da oben machen würde. Natürlich steht er auf dem Highfeld, stimmt ja. Ich hätte ihn eigentlich gerne hier, aber ganz ehrlich, Saber macht du mal hier unten. Ist der schon mal weg. Und nervt uns nicht mehr. So. Also weiter geht vorne, muss man den Truppen doch noch aufs letzte Level hochbringen, sprich Alm, Celica und Seba, denke vor allem. Eine Stufe weiter mit den Klassen. Ich glaube, langsam mal nötig sein, wa? Weil die gehen mir doch mitunter ein bisschen auf den Sack. Okay, Lucas wird geheilt. Lucas hier ist eigentlich kein Problem. Hingegen natürlich mit denen hier ein Problem. Was natürlich eine Option wäre Allgewalt, aber wenn ich da jetzt den nicht so unbedingt treffe, dafür den hier. Doch mit nur 32% Trefferquote. Ist schon relativ wenig. 20% Trefferquote. 20% Crit-Quote würde ich gerade sagen. Oder einfach, ja. Nur so und so viel Crit, ne? Einigen uns darauf. Ja gut, Mathilda, du triffst ihn auch nicht besonders gut, aber immerhin. Hätte ich das mal gesagt. Ja, gegen die schon, muss eigentlich eher gucken, was ich gegen die machen kann. Ich kann sie hier hinstellen und den angreifen. Wollte ich nicht zweimal angreifen, da schon. Egal. $63 ist doch ein schöner Wert. Du kannst sagen, was du willst. Wie schnell sind die? Hä, nur 20? Ah, gut, da ist natürlich Celica. Haben wir vergessen. Das heißt, gegen die wäre sie eigentlich besser, aber treffen müsste erstmal. Ja, komm. Genau, das meint ihr vorhin. So, ja, verständlich, es lebt noch alles. Gar kein Thema, gar kein Thema. Also mal gucken hier, wenn ich von hier aus im Fallsturm angreife. Bei dem sieht es echt übel aus. Und keiner von uns trifft, das ist ja unglaublich. Ja. Muss Fallsturm machen, sonst sieht es ein bisschen kacke aus. Ich frage mich jetzt ernsthaft, was soll er gegen den da auf dem Ding oben machen?
greife immerhin zweimal an, ne? Natürlich Crit-Chance und so, aber eigentlich muss ich es machen. Danke! Problem gelöst. So. Warum stehe ich nicht auf dem Heilfeld oder so etwas? Und ich bin ja relativ schnell. Ach du Scheiße. Mann, warum? Warum ist der Arsch so stark vor allem? Wir können wohl hier verarschen, oder? Ja, könnt ihr nur einmal angreifen. Weil ich halt sowieso relativ viel Energie brauche. Ein Knarrenstoß vielleicht wäre es eine Option, aber so. Super. Natürlich keiner mehr um den da oben zu kümmern war. Das ist eigentlich wegen dem Typen da. Warte mal ganz kurz. Dreht sich eh, wenn er mich trifft mit dem Giftbogen, killt er mich nicht. Jetzt hofft man natürlich, dass er uns alle nicht killt, weil er eh nur einmal angreifen kann. Er hat 16 Speed. Ja, Tobin halber. Ja, wenn Tobin angreift, wäre er down. Das heißt, ich wäre natürlich froh, wenn du ihn killen würdest. Gut, ich meine, zweimal angreifen, weil er kann mich eigentlich nur einmal. Logischerweise. Hier sieht es anders aus. Ich greife eher einmal an. Scheiße. Weil man sieht sie auf der Leiste bei ihr sehr gut. Zum einen, wenn ich 4 KP abgezogen, weil ich erst im Angreifen bin mit Seraphim. Dann, wenn er trifft, würde mir relativ viel abziehen. Und dann würde ich, er hätte dann irgendwie nochmal 4 KP. Und weil Seraphim mich 4 kostet, ja, kann ich nicht mehr einsetzen, ne? Sagen wir es mal so. Also sterben wird sie durch den Angriff jetzt gegen den Typen da nicht. Aber, ja, wenn sie nicht crittet. Ich habe irgendwie auch keinen Bock mehr drauf, mich ständig auf Crit zu verlassen. Weil am Schluss geht sowieso in die Hose. Was könnte ich noch tun? Ich könnte, ich wollte gerade sagen, das Heilfeld stellen, aber da kommt sie gar nicht hin. Das geht also auch nicht. Klar, er kann Claire ihn stillen. Weil eigentlich der einzige, den er killen würde, wegen 2 Mal und so, wäre Tobin. Beim Rest kein Problem, kann er auch sonst nichts machen, wa? Oder noch Anrufung. Dann bleibt sie hier unten, macht Erholung, weil Sebels momentan zu wenig KP hätte. Toll, oder eigentlich sie hinstellen, das ist super gut. Ja. Hoffnung stirbt zuletzt, oder wie war das schon wieder? Egal. Ich mache mal Anrufung. Und hoffe, dass der Typ jetzt die Pegasus-Ritter angreift, dass der alte Plan noch funktioniert. Okay, tut noch, sehr gut. Ja, der Plan klappt immer noch, Gott sei Dank. Ist eine freundliche Begrüßung hier. Waschstockwerk 8 und so und wird direkt in den Kampf geschickt. Der Tempel macht immer mehr und mehr Spaß. So, ich kann natürlich jetzt da nicht hoch, aber egal. Interessant. 24, okay. Dann, man kann es mal riskieren mit Vendetta, müssen höhere. Gut, er hat 0 Crit, er hat 0 Crit Chance, also riskiere eigentlich nichts. Das lief fast optimal. Also optimal natürlich ein Crit gewesen, aber
Man soll sich nicht zu sehr über alles beschweren. Ja, sehe das Problem hier. Mit Fallsturm natürlich, weil, ja. Klar, er hat nur 32 Trefferquote, aber wer greift ihn zweimal an? Wobei ich ja auch. Wer greift jetzt zuerst zweimal an? Ich zuerst oder er? Scheiße. Scheiß Trefferquote vor allem. Gut, ist erledigt. Ja, Rest Now. Ja, bin langsam auch bereit für den Rest Now. Langsam bereit fürs Bett, ey. Alter, einen langen, tiefen Schlaf. Vor allem gesunden Schlaf. So, ich muss erstmal hier sicheren Platz hier irgendwie. Wo bin ich denn jetzt? So. Mal ganz kurz gucken, natürlich ist ja nichts gut. Oh, wir sind im 8. Kellergeschoss, Freunde. Gut, mal kurz ein bisschen durchschnaufen. Sind alle ein bisschen im Arsch, bei allem wundert es mich nicht wirklich. Ja, langsam müsst ihr ja schon mal auf Mehl herumkauen, Alter. Du bist nicht der Einzige. Notration. Ziemlich viel. What is wrong with you? Hm? Ihr sagt, dass sie am Leben bleibt. Tut doch nichts drin. Wir können es auch anders sein. Keine Gegner, das macht mir Angst. Ah, da sind sie schon. Nee, geh darüber, mit oben durch, nach oben ausweichen kann. Oh Gott. Ja! Nein! Oh, Alter! Mein Herz! Mein Herz! Mein Blutdruck vor allem. Okay, war offenbar keine Item, wenn doch, habe ich es übersehen, aber dann ganz ehrlich, ist mir jetzt auch egal. Da kann nichts so Tolles gewesen sein, dass es lohnen würde, nochmal hinzugehen. Endlich, Blut eines Würmgotts, so durch fürchterliche Macht, so durch Schönheit. Oh, Scheiße. Ein Würmgott, Freunde. Woher kennen wir die Worte? Hm? Ja gut, im Prinzip waren der Duma und Mila waren im Prinzip ja auch ja, Drachen. Man könnte ja eigentlich sagen auch Würmgötter. Also ja, Drachen, ne? In anderen Worten. Aber Würmgott selbst wurde ja eigentlich bisher immer nur Naga bezeichnet. Und natürlich noch, genau. Aber ab und zu was drin, toll. Honig, dankeschön. So, was steht jetzt hier Schönes? Dank des Senats ist mir gelungen, neues Leben zu erschaffen.
Oh nee, ich weiß, wer bald kommen wird. Hilfe, meine Stimme versagt. Stimme, wo bist du? Komm zurück. Du bist ziemlich unhöflich, Alter. Alter! Kopf drin ist auch scheiße. Der kommt eh nicht weg, der steht ja direkt im Eingang. Ich hoffe, das ist der einzige. Schwein gehabt. So. Wie sieht's aus? Ins normale Typ ist natürlich ist noch so ein Feuer. Feuer in der Hole und so. Das heißt, das Einzige, der hinstellen kann und darf, ist eigentlich Saber, aber Obacht. Ja, natürlich kommen die alle bis dahin, ne, ist klar. Da noch ordentlich Speed drauf. Oh, scheiße. Also anlocken ist eigentlich nichts, weil... Ja. Lukas kann natürlich die alle abfangen. Auch wenn sie verdammt viel Angriff haben. Vor allem Level 43. Ihr könnt mich mal. Aber der hier ist einfach scheiße mit seiner scheiß Magie. Wobei es ist nur Feuer, hä? Also im Prinzip kann ich natürlich jetzt einfach meine Magier hinstellen. Und sagen, ja, come on. Also vor allem Delphea. Wäre natürlich eine Option. Plus Tatjana. Ne, zu wenig. Und was hat der für ein Speed? 13, okay. Ja, da könnte ich auch May hinstellen. Den Rest lieber nicht. Saber. Auch mir aus dem Anlocken wird es gehen. Der muss mit Magie kommen. Versteht, wenn ich da hingehe, kann er auch physisch kommen und so. Naja, sowieso scheiße. So. Ja, klappt schon. Im Prinzip muss er einfach erst mal den Plug kriegen, dann kann ich Saber oder Lukas hinstellen und gut ist. Ich dachte, echt sie. Haben wir erzählt? Ja, logisch waren die anderen. Oh, super. Gut, ist egal. Nee, aber ist mehr oder weniger nochmal gut gegangen. Scheiße. So. Resistenz hast du relativ wenig. Ich würde halt gerne wieder Alm und Allgewalt und so. Gut. Warum gut? Weil jetzt hat Alm ordentlich vorgelegt. Jetzt kann ihn theoretisch, würde ich jetzt mal behaupten, jeder von ihnen platt machen. Genau, so zum Beispiel. Ja, so starke Monster rumwühlen, war. Alter! Was ist mit dir falsch? Ja, nee, ist klar. Von wegen Lukas Instellung gut ist. Vergiss das. Ja. Okay, mein Fehler, ich habe die Crit Chance zu spät gesehen. 27, das ist natürlich schon viel. Wobei, ich muss zugeben, wir haben es relativ lange geschafft, ohne weiteres Zeitenrad. Also, ich bin ein bisschen stolz auf mich, muss ich da mal so sagen. Darf hoffentlich auch. Alter. Was ist mit euch falsch? Seht diese verdammten Angriffsfähigkeiten und Geschwindigkeitswerte. Da ist er. Nee, da ist er. Was ist das vor allem? Ich kann ja noch irgendwie speziell gut ausweichen mittlerweile. Hä, was mit dem passiert? Doppeln kann ich auch nicht mehr, weil sie so verdammt schnell sind. Alter! Ich will raus hier. Ich habe Angst. Ich behaupten würde zu Recht. Wenn zumindest mal einer sterben, wäre ich sehr froh drum. Nö. Kann nicht, darf nicht, keine Ahnung, was immer es ist. Das ist natürlich relativ viel Resistenz, ich gerade.
Also physisch angreifen natürlich schon richtig, weil sie Resistenz haben, aber... 21 Resistenz. Wie kann man so verdammt schnell sein? Don't worry, be happy oder was? Wisst ihr, was mir vor allem ein bisschen auf den sauer aufstößt, sag ich jetzt mal? Das sind nicht mal die Endmissionen, die sind schon so verdammt stark. Ist echt das, die Meinung vom Spiel, ist die ernsthaft, dass man für das, was zur Story gehört, zwischen den Akten, und es ist der 6. Akt, dementsprechend vom 5. bis zum 6. Akt, dass man da extra noch trainieren muss, oder halt eben noch leveln muss und so weiter und so fort, um da überhaupt eine Chance zu haben. Ist das ernsthaft der Sinn des Spiels? Da wollen uns die Entwickler weismachen. Als ich mir letztens bei Pokémon ging es wieder ähnlich, wo ich so dachte, ey, ernsthaft, Leute. Ich muss jetzt wirklich noch trainieren, damit ich irgendwie heil durchkomme. Ich meine, es wäre nichts, ich würde nicht sagen, wenn es DLCs wären, sonst irgendwelche Sidequests und so weiter, die zwar dazugehören, wenn es irgendwie heißt, ja, es ist noch ein extra schwerer Tempel, etc., etc., in halt ein X-Dungeon, Dungeon X, ist ja scheißegal, wenn man den bezeichnet. Dann kein Problem. Aber was ist hier? Was ist hiermit los? 6. Akt heißt für mich, gehört zur Story, fertig. Und ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, Offscreen zu trainieren. Wenn das das Ziel hier ist, dann ja, muss halt Let's Play beenden, fertig. Aber wenn wir noch nicht ganz durch sind, aber nee, mache ich nicht, vergiss das. Oh, ist gerade was anderes. Dritte Pegasus-Ritter ist gar nicht drin. Ja, kann gar nicht angegriffen werden, sprich nochmal das Zeitenrad. Wobei ja eben, ne, die Idee eigentlich war ja schon gut. Nur, ja. Hätte es vielleicht hier machen sollen. So. Vielleicht trifft sie ja. Ja. War doch relativ niedlich, wa? Ja, ich weiß, sie haben eine hohe Resistenz, was soll's, gut. Also mit der Anrufung, klar funktioniert's, aber ich will mich eigentlich nicht zu sehr darauf verlassen müssen. Naja, ich denke mal, wir kommen noch einigermaßen weiter. Heißt für mich, ist auch sowieso für mich wieder die Aufnahmesession vorbei für heute. Dass man überlegen muss, was wir jetzt mit den restlichen Stockwerken noch machen, was dann noch kommen mag. Ich meine, wie gesagt, generell muss ich sowieso wieder raus, aber ich hoffe eigentlich, dass bevor ich da am Ziel angekommen bin, dass ich nicht alle Zahnräder aufbrauche und dementsprechend noch irgendwie was reißen kann. So, ging ich dann, ich muss den jetzt killen. Und sei es auf Biegen und Brechen. Aber weg müssen sie. Wenn Tobin hier so gut austeilt. Ah nee, der ist da versteckt, wenn ich treffe, da ist der Risk, kann ich mal so kommen. Von der Entfernung ohne Magie angreifen, also lebst du auch selten. Ja, es schwächt zumindest. Und was will ich mehr? Ragnarök zieht ordentlich ab, falls sie trifft, ich hoffe es. Dankeschön.
So, jetzt sieht es langsam aber sicher mal besser aus. Du machst auch ordentlich Damage. Trefferquote natürlich im Arsch. Oh, er ist recht im Arsch. Kriegst du den irgendwie platt? Mit Durchdringen, hohe Trefferquote. Komm. Ich weiß, wenn er dich trifft, dann killt er dich. Es ist immer noch so unglaublich. So scheiße, Mann, du. Ah ja, haben wir gesagt, das ist scheiße da oben. Triffst du ihn jetzt mit Aura oder so? Seraphim oder Trefferquote, bitte. Ah, dankeschön. Das Unglaubliche ist, es war jetzt ein Gegner. Stell dir mal vor, es wären 3 gewesen. Also 3 Truppen, meine natürlich. Das geht offenbar noch allen gut, sehr gut. Wurde auch keiner getroffen, glaube ich, wa? So, ich weiß, da hinten war noch etwas. Ich muss erstmal ganz kurz gucken. Ist das der richtige Weg? Ah, scheint so zu sein, okay. Der richtige Weg im Keller von Tabes. Das heißt, muss ich mich irgendwie hier durchschleichen. Ging doch noch relativ gut aus. Noch und nöcher. Oh, Gott sei Dank. Rostschild, ja gut. Vielleicht wird ein Draco-Schild draus, wenn ich ihn zum Ding bringen würde. Zum Schmied. Das ist irgendwie so vorgeskript, weil ich könnte theoretisch 4 Rostschilders finden, sammeln, wie auch immer. Ich sehe auf Anblick nicht, welcher was wird. Meistens werden es irgendwie so Stahlschild und so etwas, aber es kann eben auch sein, dass einer mal zum Draco-Schild wird. Ja, super. So. Wir sind im 9. Kellergeschoss. Also, egal was passiert, ich würde halt trotz allem gerne noch hier irgendwie das Finale zeigen, auch wenn ich es nicht mehr schaffen sollte, welchen Gründen auch immer. Und ich hoffe vor allem, dass ich irgendwann mal einen Teleporter finde. Weil hier alles, ja. Quasi zu Fuß abzugehen, natürlich schon nervig. Naja. Wie dem auch sei, Freunde, mal vielen Dank fürs Zusehen und hoffe wieder bis zum nächsten Mal und gucken, was noch hier wartet. Und hoffentlich werden meine Wünsche erfüllt. Das wäre ganz geil. Sonst sehe ich hier Rabenschwarz für uns. Wenn ihr hier schon Probleme habt, wird es erstmal Endboss sein, wa? Tschüss!